Ja, ganz herzlich willkommen zu dem Vineyard-Gottesdienst am Palmsonntag 2020. Ein denkwürdiger Tag und ich freue mich riesig, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ich glaube, es ist für viele von uns noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass wir jetzt da plötzlich so eine virtuelle Gottesdienstgemeinschaft sind. Also ich für mich habe mich noch nicht ganz zurecht gefunden, aber so, wir merken, wir wachsen langsam drin hinein. Es klappt auch immer besser. Es ist wirklich eine gute Sache, wie das sich einfach entwickelt und wie wir immer mehr merken, was wir auch als für Möglichkeiten haben. Wir sind ja einerseits eine Gottesdienstgemeinschaft, aber andererseits sind wir auch eine Lebensrettergemeinschaft. Habt ihr das gewusst? Ich habe nämlich gerade letzte Woche ein Cartoon bekommen, da sitzt so ein älterer Herr auf einem Stuhl und sagt, jetzt bin ich jahrelang einfach nur da gesessen. Und dann hat es genau das gleiche Bild, er sitzt immer noch auf dem Stuhl, aber sagt dann, und jetzt rette ich Leben. Wir retten Leben, indem dass wir jetzt einfach unseren Gottesdienst ein bisschen umgestellt haben und miteinander so Gottesdienst feiern, aber Gott ist der gleich. Wir können ihm gemeinsam begegnen. Es hat mich riesig gefreut, vorne so dabei zu sein, bei den WinKids, bei dem Livestream, wo für sie ist, weil dass wir als Gemeinschaft, als Vineyard Bern eben multigenerationell sind, das finde ich so unglaublich wichtig und so ein riesiges Geschenk. Einfach das Miteinander auch von den Generationen. Die WinKids haben ja das Thema aufgefüllt von Gott. Und ich denke, es ist für uns eine Chance, so ein bisschen Einblick überzukommen, wie Kind Gott begegnet und was für sie das Gefühltsein von Gott könnte bedeuten. Ich finde das ganz eine tolle Sache. Mir ist diese Woche ein Psalm begegnet, wo ich gerne kurz einfach nur ein paar Vers daraus vorlesen. Im Psalm 71. Da heißt es im Vers 14 weg, ich gebe die Hoffnung niemals auf, auch in Zukunft werde ich dich preisen. Ich werde allen sagen, wie treu du bist. Den ganzen Tag will ich erzählen, wie du hilfst. Deine Wohltaten sind nicht zu zählen. Ich werde deine großen Taten preisen, Herr. Mein Gott, nur noch von dir und deiner Treue will ich reden. Gott, von Jugend auf bist du mein Lehrer und bis heute erzähle ich von deinen Wundern. Auch jetzt, wo ich alt und grau geworden bin, verlass mich nicht, mein Gott. Kindern und Enkeln will ich erzählen, wie mächtig du bist und wie gewaltig deine Taten sind. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das jetzt in diesen schwierigen Tagen gemeinsam tun. Und ich habe geschaut auf dem Stream, es ist wirklich ganz eine tolle Sache, wie viele Leute das da eingeklinkt sind, wirklich vom Werner Nink weg, Ruth Graf, wo eben so ein bisschen die Grauhaarigen repräsentiert, aber auch viele Familien, Janners, Grebas und andere habe ich da schon gesehen. Ich finde es ganz toll, dass wir so miteinander feiern dürfen. Und zum dem Miteinander Ausdruck geben, haben wir das mal auch ein Slido ausprobiert. Ich weiß nicht, wer von euch Slido kennt, aber wir haben das auf der Social Media schon bekannt gegeben und wir können jetzt da mal rasch hineinschauen, was ihr habt können zum Ausdruck bringen oder wie ihr habt können zum Ausdruck bringen, dass die Woche, wo wir jetzt hinter uns haben, nicht die Einzelwoche, sondern die schon bald einen Monat, wo wir unterwegs sind mit Corona, was das für uns alle bedeutet. Und wenn wir da anschauen, wir sehen in der Mitte das herausgefordert. Das ist das, was ganz viele von euch so zum Ausdruck gebracht haben. Und je häufiger das ein Begriff angeklickt worden ist, desto mehr oder desto grösser kommt ihr jetzt eben da auch führen. Und das Fröhlich, dass das Platz hat, ist ganz eine tolle Sache. Aber auch eben die Achterbahn, was es für viele bedeutet, und zugleich auch das Geborgensein in Gott. Also ganz viele Begriffe, die uns etwas erzählen, wie es euch die Hause geht. Und wir werden heute noch verschiedentlich auch so ein bisschen in eure Stuben hineinschauen, die Hause.
Ich möchte heute einfach ganz speziell danken für all die im Hintergrund da mitschaffen und das überhaupt möglich gemacht haben. Ich meine, der Pio hat so ein bisschen uns die Wohnstube gebaut im Vineyard Büro, damit wir können von Stube zu Stube miteinander im Kontakt sein. Und dann haben wir schon von den Windkids gesehen, wie viele das da auch hinter den Kulissen arbeiten, auch der Nati mit Teenie und Jugend. Aber auch ganz viele andere, Deborah, die die ganze Woche durch da schafft, der Tom, der auf den nächsten Gottesdienst hin schon ganz fest am Vorbereiten ist, aber jetzt auch da schon im Einsatz ist. Technik mit dem Fabu, mit dem Joni, mit dem Simu Beck. Euch allen ganz, ganz herzlichen Dank für das riesige Engagement. Und etwas ganz Spezielles haben wir auch diese Woche erlebt. Vom Fenster zum Sonntag sind sie gekommen und sie wollten mal hineinschauen, wie passiert das, dass man so einen Gottesdienst vorbereitet. Wie wird so ein Gottesdienst einfach kreiert und geschaffen, dass dann am Sonntag das alles klappt. Und Fenster zum Sonntag, da wird ja einfach jetzt schon darauf hinweisen, die haben auch ein Interesse daran, von uns Selfies überzukommen, wo man dann vielleicht daraus auch einzelne von euch sieht. Wenn ihr auf der Kommentarspalte vom YouTube-Livestream schaut, dort hat es einen Link, dort hat es eine Beschreibung, wie das mit diesen Selfies soll gehen, wie ihr die machen könnt und wenn wir die auch schicken können. Und es wäre ganz toll, wenn viele von euch dort mitmachen würden. Was ich auch sagen an diesem Punkt, ladet doch Leute ein. Einerseits zu dem Livestream, aber andererseits eben auch gerade dann zu dieser Sendung vom Fenster zum Sonntag. Die Leute haben jetzt fast ein bisschen mehr Zeit, um eben auch so Sachen zu schauen und könnten offener sein, wie auch schon, um da mal einen Versuch zu machen. Dann noch ein letzter Hinweis. Nimm dir doch etwas zu schreiben in die Nähe und hol dir auch deine Bibel zu dir. Weil ich denke, wir kommen so viele Impulse über. Ich habe zum Beispiel für mich angefangen, Gottesdienste, Predigten immer so ein bisschen stichwortartig auch mitschreiben, weil ich einfach gemerkt habe, zum nachher mal wieder drin hineinschauen. Es hilft einfach. Oder auch so ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Oder wenn du plötzlich auch jemand erinnerst und denkst, da willst du mal anrufen, dass das wirklich dann auch aufschreibst und es dann auch passiert. All diese Sachen lohnt sich einfach, wenn du dir etwas zum Schreiben holst und wenn du nachher auch die Impulse, die du bekommst, vielleicht auch durch die Predigt wirklich umsetzt. Und jetzt, wenn wir einsteigen in die Predigt, beziehungsweise noch nicht in die Predigt, nein, zuerst noch in Worship, aber ich darf die Lesung jetzt schon machen. Ganz ein spannender Text. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf: Betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Das ist übrigens die Lesung aus dem Lukas 22, die jetzt die Bibel gerade geholt haben und wollen mitlesen. Vers 39, lese ich weiter. Da erschien ein Engel vom Herrn, vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die, erschöpft vor Kummer, eingeschlafen waren. »Warum schlaft ihr?« fragte er. »Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen.« Jetzt lade ich euch ein, dass wir zusammen worshipen, so wie es euch gerade wohl ist, die in der Stube.
Es gibt nichts, wo uns trennen kann von der Liebe her. Nicht Tod, nicht Sünde und auch kein Macht. Du bist immer nah. Und egal was um uns geht, du bist der, der uns befreit. Du bist der, der uns befreit. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir preisen, am Tag und in der Nacht. Nicht mal die Sonne hast du verschont, wegen der Liebe her, dass wir versöhnt können sein mit dir. Sind keine Knechte mehr. Und egal was um uns geht, du bist der, der uns befreit. Du bist der, der uns befreit. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Ja, und wir sind, wenn wir dir loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir preisen, am Tag und in der Nacht. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir preisen, am Tag und in der Nacht. Und wir haben nicht mehr zurück vor dir, unser Leben steigt auf zu dir. Und wir haben nicht mehr zurück vor dir, unser Leben steigt auf zu dir. Und wir haben nicht mehr zurück vor dir, unser Leben steigt auf zu dir. Und wir haben nicht mehr zurück vor dir, unser Leben steigt auf zu dir. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. In allem, was wir sind, wenn wir dir loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir preisen, am Tag und in der Nacht. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir loben, Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir preisen, am Tag und in der Nacht. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir loben, in Freude und im Schmerz. Mit allem, was wir sind, wenn wir dir preisen, am Tag und in der Nacht. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Das ist so, wie du bist.
so viele Wege, doch nur deine führt mich heim. Es gibt so viele Stimmen, nur die Wahrheit macht mich frei. Und durch die Sterben lebt dein Leben nicht in mir. Du hast alles gegeben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, ich höre dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. In deiner Nähe, da wird mein Herz ganz weh. Und du gibst Frieden, Hoffnung, die mich trägt. Und durch dein Leben ist der Tod vergänglich besiegt. Du hast alles gegeben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, ich höre dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Zum Vater, durch die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Das Leben ist in dir. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir hören dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, wir sehen dich. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir hören dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ich seh dich. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Bist der Weg zum Vater, durch die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. 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 Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir hören dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, wir sehen dich. Und Jesus, dafür bete ich,
dass Menschen, die jetzt beim Livestream dabei sind oder das YouTube, das Video nachschauen, den Gottesdienst näher mitverfolgen. Einfach den neuen Tag erleben. Leben wie Hoffnung, Freude, Kraft, Perspektive, einfach von dir her sehr erfüllt. Amen. Du hast sicher gemerkt, wenn das für dich nicht alltäglich ist, so einen Gottesdienst teilzunehmen, dass wir eben singen. Und das sind nicht einfach Lieder, die wir singen, sondern es sind ganz persönliche Worte, eine persönliche Begegnung, persönlichen Austausch mit Gott, der uns wichtig ist, weil wir glauben, dass man dem Gott ganz persönlich begegnen kann. Weil wir glauben, dass der Gott ein ganz persönliches Interesse an uns allen hat und uns dort begegnet, wo wir sind. Und darum tun wir sozusagen die Gebete miteinander singen in unseren Gottesdiensten. Und ich freue mich auch, hier zu sein, mit dir den Gottesdienst jetzt zu feiern, sozusagen bei dir in der Stube. Das Wochenende hat ja wunderschön angefangen. Es ist warm, sonnig, so dass man am liebsten mit Familie und Freunden einfach draussen verbringt. Das ist im Moment leider nicht möglich. Die ganze Situation in der Schweiz hat dazu geführt, dass das öffentliche Leben schon seit mehr als 2 Wochen stillgelegt ist. Und eine Konsequenz davon war zum Beispiel, dass ich gestern die erste Online-Hochzeit hatte. Und ich möchte an dieser Stelle einfach der Roswitha und dem Josef Weibprächtiger und der Familie, die dabei war, ganz herzlich gratulieren. Es war wunderschön, bewegend, auch wenn jeder in seinem Wohnzimmer daheim war. Und ich weiss, das grosse Fest werdet ihr dann auch noch nachholen. Ja, die Ausgangsbeschränkung und die Kontaktsperre ist für viele von uns eine richtige Herausforderung. Und darum haben wir ein paar Menschen aus der Vignette Bern gefragt, wie sie den Alltag jetzt meistern. Und da sehen wir ein paar Videos von verschiedenen Personen aus der Vignette Bern. Ich bin Tabea, das ist meine Schwester Rahel. Wir sind beide verheiratet, haben zusammen 9 Kinder, sind 100% daheim und wohnen im schönen Breitsch. Als ist rausgekommen, dass unsere Kinder nicht mit zur Schule können, haben wir uns gefreut. Wir haben immer Freude, wenn die Kinder daheim sind, wenn wir mit ihnen Sachen unternehmen können. Das ist mega cool. Wir haben auch eine Chance gesehen, dass sich alles ein bisschen entschleunigt. Wir hatten beide sehr strenge Zeiten vor uns gehabt, und alles ein bisschen runterzufahren. Als dann rausgekommen, dass wir nicht mehr so viel raus können, ist es schwierig geworden im Breitsch. Und so sind wir hier raufgekommen, in Hasliberg, und genießen es hier sehr. Aber es hat auch viele Herausforderungen. Es ist mega laut, es ist eng, es ist streng, es ist sehr arbeitsintensiv. Gefühlt rennt immer eins oder stürmen sie nicht mehr, oder es sollte an 3 Orten sein. Genau, und was uns in dem Innen hilft, ist, dass wir einen ganz klaren Tagesablauf haben, wo wir uns daran halten. Es gibt klare Aufträge, die die Kinder machen müssen, wenn sie Schule haben, die Schulkinder. Und wir versuchen nicht, hohe Erwartungen zu haben an uns selber und Erwartungen haben an das Kind. Wir probieren, Situationen mit Humor zu nehmen. Möglichst, und das hilft, dass wir zu zweit sind. Und was auch das Wichtigste ist, wir haben nicht das Gefühl, dass wir Supermütter sein sollen, sondern wir halten alles einfach. Wir kochen einfach, wir versuchen das Leben hier so einfach wie möglich zu gestalten, ohne überrissene Anforderungen an uns. Und so geht es uns da sehr gut. Genau. Hallo zusammen, ich bin Anna und ich finde es in dieser Zeit mega ermutigend, einfach zu wissen, dass Gott alles im Griff hat und dass er alles zum Guten wird drehen, so wie er es uns versprochen hat. Ich probiere die Zeit jetzt auszunutzen, für dass ich einfach im Gebet und in der stillen Zeit wachsen kann und dass ich ihn besser kennenlernen kann. Das ist nicht immer einfach, weil ich meine, die sozialen Medien sind halt schon sehr verlockend. Und darum habe ich jetzt angefangen, handyfreie Stunden und handyfreie Tage zu machen. Und das ist mega erleichternd. Ja, hallo zusammen. Ich bin Karin Fankhusser, ich bin Single und ich wohne allein. Was mir in dieser Zeit hilft, ist, dass ich meine Rituale beibehalte. Das heisst, dass ich am Morgen die Bibel lese und bete. Ich kann auch gerne mit dem Velo arbeiten. Und es ist für mich auch noch möglich, zu joggen und zu spazieren. Und dann treffe ich mich auch noch alle 14 Tage mit meinem Hauskreis online treffen. Ja, und das hilft mir sehr. Herausfordernd finde ich in dieser Zeit, dass ich mich nicht mehr einfach so mit meinen Freunden treffen kann und dass ich mich nicht ins Aussen flüchten kann. Das heisst, dass ich so meine Gefühle zulassen muss und mit denen stellen. Und dann kann ich entweder allein das vor Gott bringen im Gebet oder auch Freunde bitten, dass sie mit mir beten.
Schön finde ich in dieser Zeit, dass ich mich ungefähr 2 bis 3 Mal in der Woche mit meiner Nachbarin, die auch allein lebt, zum Nachtessen treffen. Dann können wir austauschen und Gemeinschaft haben. Und dann schauen wir auch noch ein Film, nämlich Vater Brown. Ich weiss nicht, ob es die einen von euch kennen. Wenn nicht, es lohnt sich also. Was ich schön finde, habe ich schon gesagt in dieser Zeit, was ich auch dahinter finde, ist, dass Jesus nicht überfordert ist mit dieser Situation und mit unserer Reaktion. Er kann mit uns umgehen. Und super cool ist, dass auch noch das Internet und das Telefon immer geht. Hallo zusammen, ich bin Mona Graf und ich arbeite in einer Hardwareentwicklungsfirma, im Moment im Homeoffice. Und bin immer noch 100% tätig. Manchmal ist es ein bisschen frustrierend für mich, wenn ich andere Leute sehe, die jetzt mega viel Zeit haben und Sachen machen. Und ja, vielleicht geht es dir ja auch so und du musst immer noch Vollzeit arbeiten. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, mir jetzt geholfen, ehrlich zu sein mit mir selber, wie es mir gut geht, dass ich vielleicht gestresst bin, dass ich darauf schauen muss, dass ich nicht zu viel mache am Abend, dass ich eine Struktur habe in meinem Alltag. Aber einfach auch Gott zu fragen, hey, was hast du für mich parat in dieser Situation, in dieser Krise? Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns etwas ganz Spezielles parat hat, was er uns geben will, was er uns zeigen will oder uns heilen will. Darum frag Gott, was er für dich parat hat. Das waren ein paar Beispiele von Menschen aus der Vignette Bern, die uns Anteil geben, wie sie die jetzige Zeit erleben. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von uns sich da drin finden können. Weisst du was? Die ersten 2 Wochen haben wir geschafft. Und wir werden noch die weiteren Wochen, die vor uns liegen, meistern. Jetzt, in der Vorbereitung auf den Gottesdienst habe ich mich gefragt, was uns dabei helfen könnte, den Mut zu behalten und dran zu bleiben. Und dabei geht es mir nicht nur um die aktuelle Situation. Unser Leben bringt immer wieder Situationen mit, wo wir dranbleiben müssen, wo wir durchhaben müssen. Das kann beispielsweise eine schulische Prüfung sein. Das kann aber genauso ein Konflikt sein in einer Beziehung, eine Herausforderung am Arbeitsplatz oder wenn jemand, den du gerne hast, stirbt. Wie können wir in solchen Situationen dranbleiben und durchhalten? Und jetzt liegt ja Ostern vor uns. Und in diesen Geschehnissen rund um Ostern habe ich einen Text gelesen, der uns ein paar hilfreiche Impulse dazu gibt. Jesus selber wird uns dabei zum Vorbild. Und wir können von ihm lernen, wie er in dieser herausfordernden Situation, die vor ihm gelegen ist, dran geblieben ist. Wir haben versucht, einmal die Geschichte von Jesus vor Augen zu führen. Am heutigen Tag, am Palmsonntag, ist er zum Passafest nach Jerusalem gereist mit seinen Jüngern und er ist dort wie ein König empfangen worden. Menschenmengen haben ihm zugejubelt. Aber er hat schon genau gewusst, dass er kurz darauf nur ein paar Tage später wird sterben. Er hat seinen Jüngern schon ein paar Mal angekündigt, hey, ich werde im Fall sterben und ich werde wieder auferstehen, aber die Jünger wollten davon nichts hören. Und er ist mit dem vollen Bewusstsein, was vor ihm liegt, dass er verhaftet wird, dass er geschlagen wird, dass er gefoltert wird und dann wird sterben, in die Zeit hineingegangen. Was hat ihm die Kraft gegeben? Wie hat Jesus dort dranbleiben und durchhalten? Das sehen wir im Text in Lukas 22. Dort wird nämlich sein Ringen ausführlich beschrieben und darum möchte ich den Text mit euch zusammen lesen. Wir finden dort ein paar Impulse, die uns genauso helfen. Lukas 22, Verse 39 bis 46. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ihm ein Engel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr? Fragte er. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen.
Was mir auffällt, zuerst mal in diesem Text hier über Jesus, ist, dass er seinen ganz normalen Tagesrhythmus beibehalten hat. Jesus hat sich in seinem Leben Gewohnheiten angeeignet, die ihm Kraft geben. Und denen ist er auch hier nachgegangen. Beispielsweise, eine von diesen Gewohnheiten war, dass er an diesen täglichen Gebet im Tempel teilgenommen hat, wenn er in Jerusalem war. Oder aber, dass er mit seinen Jüngern zusammen das Passafest gefeiert hat. Ein Familienfest, das das ganze Volk dort hier gefeiert hat. Und zu guter Letzt, wie wir gelesen haben, dass er wie gewohnt dort hier eben zum Ölberg gegangen ist. Und genauso kann das uns helfen, in herausfordernden Zeiten so einen Tagesablauf beizubehalten und gesunde Gewohnheiten auszuüben. Und wenn du keine hast, ist das eine Zeit, wo du anfangen kannst, solche Gewohnheiten einzuüben. Wie wir auch ein paar von diesen Videos gehört haben. Das ist mir besonders aufgefallen in den letzten 2 Wochen, als ich die Schule von meiner Tochter gesehen habe. Ihre Klassenlehrerin hat den Unterricht sensationell vorbereitet. Sie darf jeden Morgen 15 Minuten Mathe machen, 20 Minuten lesen, muss 3-mal in der Woche eine Seite in ihrem Tagebuch ausfüllen und eine Viertelstunde im Haushalt mithelfen. Und noch ein paar weitere Sachen. Und ich weiss, dass die Struktur nicht jedem Kind oder jedem Menschen gleich hilft. Und dass auch meine Tochter immer wieder dort hier Hänger hat und unsere Hilfe braucht. Aber der klare Rahmen, der hilft sowohl ihr als auch mir. Und so sehen wir bei Jesus in dieser Herausforderung, der grössten Herausforderung, die man sich vorstellen kann, dass er sich so hilfreiche Rhythmen hat gehalten. Und dann, als er mit seinen Jüngern zum Ölberg gekommen ist, wie er das eben jeden Abend gemacht hat, lesen wir, dass er sich zurückgezogen hat zum Betten und seine Jünger aufgefordert hat, selber auch zu beten. Ja, Jesus war nicht immun gegen Angst, Not und Trauer. Vielmehr dort, wo es ihn überfallen hat. Das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er sich zu Gott zurückgezogen hat und das mit ihm geteilt hat. Und wenn du die Evangelien liest, die Geschichten von Jesus, dann fällt uns auf, dass das Ganze ein normales Verhalten war. Das ist etwas, was Jesus immer wieder gemacht hat, die Nähe zu Gott pflegt. Das war ein ganz persönlicher Austausch, den er dort hier hatte. Jetzt, das hat ihm in seinem normalen Leben immer und immer wieder Kraft gegeben. Und darum, als die Herausforderung kam, was hat er gemacht? Das, was er gewusst, dass es ihm Kraft gibt. Er hat sich zurückgezogen und hat gebetet. Jetzt machst du die Frage, wenn Gebet für dich nicht etwas Normales ist, ja, was ist das genau? Was ist das Gebet? Das musst du dir nicht vorstellen wie irgendwie so ein Getränkeautomat, wo du oben einen 2 Franken rauslässt und dann kommt unten raus, was du dir wünschst. Manchmal gibt es das, dass Gott Gebet erhört und dass es so passiert. Aber das Gebet hat eigentlich ganz eine andere Funktion. Es ist nämlich der persönliche Austausch, wie mit einem Freund, wo ich Gott Anteile in meinem Leben gebe, an meinen Gefühlen, an meiner Realität und hören, was er mir zu sagen hat. Und das Spannende, was dort hier passiert, ist, dass, wenn ich bete, sich häufig nicht die Situation verändert, sondern meine Perspektiven auf die Situation her. Mein Blick und meine Haltung verändern sich häufig und nicht die Umstände. Und so lesen wir hier in dieser Geschichte am Ölberg, dass dort, wo Jesus betet hat, dass ein Engel ist gekommen und ihn gestärkt hat. Engel, das ist ein Wort, das gebraucht wird für Botschafter und Gesandte. Und sehr häufig wird es gebraucht für Gott selber, der uns in einer Situation zur Hilfe kommt. Und genau das hat Jesus hier erlebt. Wie Gott ihn hat gestärkt, wie Gott ihm Perspektive hat gegeben und ihm wieder Kraft geschenkt hat. Und wenn das für dich noch nicht eine Gewohnheit ist, zu beten, einfach mit Gott zu reden, so wie du mit einem Freund redest, würde ich dir sagen, fang einfach an. Weil er ist auf deiner Seite. Er hat gute Gedanken über dir. Er hat einen guten Plan. Und du wirst erstaunt sein, was er dir in deine Situation zu sagen hat. Und so lesen wir, dass Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat. Und der Austausch mit Gott, der hat etwas bewirkt. Nämlich, dass er seine Situation annehmen konnte. Genauso wie sie war. Er war sich bewusst, dass er da durch muss. Und darum hat er gebetet, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Darüber werde ich gerade noch ein bisschen mehr sagen.
Aber zuerst mal beeindruckt es mich, dass Jesus sein Los einfach so umarmen konnte. Einfach so annehmen konnte. Wie schwer fällt uns das häufig, Situationen in unserem Leben zu nehmen, so wie sie sind, und das so auszusprechen, dazu zu stehen, es zu benennen, wie es ist. Ich denke, gerade jetzt in der aktuellen Situation, wir werden noch ein paar Wochen mit Einschränkungen müssen leben. Es ist durchaus möglich, dass die Kinder erst im Juni wieder in die Schule gehen können. Oder vielleicht sogar erst nach der Sommerferien. Aber daran können wir nichts ändern. Die Realität zu akzeptieren, so wie sie ist ein Schlüssel dazu, um schwierige Situationen durchzuhalten. Und das kann zum Beispiel heissen, dass du jetzt daheim zugehst und sagst, ja, ich bin überfordert von dieser Situation. Ich gestehe mir das ein. Ich muss nicht so tun, als wäre es nicht so. Oder dass du kannst sagen, hey, Homeschooling und Homeoffice schaffe ich nicht. Ich bin überfordert. Ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. Und das tut die Tür auf, dass du überhaupt erst zusammen mit deiner Partnerin oder deinem Partner darüber kannst reden, wie du das lösen willst. Oder dass du dir eingestehen kannst, hey, keinen Kontakt mit anderen Menschen zu haben, das überfordert mich in meiner Einsamkeit. Ich brauche Hilfe. Ich rufe jemandem an. Oder aber, dass du zugibst, dir selber und anderen, dass du in der Gefahr stehst, deine Überforderung an deinen Mitmenschen abzulassen, sei es deiner Familie oder sonst Menschen um dich herum. Dass du anerkennst, dass du in dieser Situation in der Gefahr stehst, dein ungesundes Ventil zu flüchten, sei es übermässig viel zu essen, die körperliche Distanz mit Pornokonsum irgendwie zu überbrücken oder zu kompensieren, oder aber die irgendwelche Rauschmittel hineinzuflüchten. Die Psychotherapeutin Marsha Linehan hat gesagt, nur das radikale Akzeptieren der Gegebenheiten in unserem Leben erlaubt uns eine Veränderung. Und die selber die Realität einzugestehen und das anzunehmen, ist der erste Schritt darin, Verantwortung zu übernehmen und Veränderung darin zu erleben. Und so sehen wir bei Jesus, dass er sich in seine Situation hineingegeben hat. Er hat es angenommen, so wie es war. Der Paulus gibt im Hebräerbrief, Hebräer 12,2, noch einen Hinweis, was Jesus Kraft hat gegeben, dran zu bleiben, das anzunehmen, zu akzeptieren. Wir lesen dort nämlich, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Mit anderen Worten, Jesus hat über die Situation hinausgesehen. Er hat seinen Jüngern nicht nur angekündigt, dass er sterben wird, sondern genauso, dass er am 3. Tag wieder auferstehen wird. Und das feiern wir nächsten Sonntag, an Ostern. Jesus hat nicht nur gewusst, dass er sterben wird und dabei das Fehlverhalten der ganzen Menschheit mit sich zu Grab trägt. Nein, er hat genauso gewusst, dass er wieder auferstehen wird. Und dass er dadurch für uns einen Neuanfang möglich macht. Ein neues Leben, versöhnt mit Gott und versöhnt mit anderen Menschen. Ein Leben, das aus dieser Vergebung herauskommt. Ein Neuanfang, ein neues Leben, das mit sich bringt, dass er uns ein neues Herz gibt, sodass wir nicht mehr einfach unser eigenes suchen müssen. Ein Neuanfang, sodass wir wie er Gott und anderen Menschen dienen können. Das war damals und ist noch heute revolutionär gewesen. Und wenn wir schauen, was kurz nach seiner Auferstehung passiert ist, dort ist nämlich etwas Unerwartetes, Unvorstellbares passiert. Weil die Menschen, die sich mit Gott versöhnen, Griechen, Römer und Juden, genauso wie zum Beispiel Sklaven und ihre Herren, Arme und Reiche, sind Teil der gleichen Gemeinschaft geworden. Menschen, die vorher keinen Kontakt miteinander haben dürfen, sind Teil der gleichen Familie geworden und haben sich umeinander gekümmert. Eine unglaubliche Veränderung. Das war die Freude, die Jesus vor sich gesehen hat. Ein neues Leben, einen neuen Anfang. Und weisst, die Perspektive vorzuschauen, den neuen Anfang zu sehen, der kann uns in dieser Situation helfen. Und auch zu verstehen, hey, dort, wo mir Gott begegnet, geht es nicht nur um mich. Ich bin hineingerufen in eine grössere Gemeinschaft. Ich bin Teil von einem grösseren Bild. Teil von einer grösseren Gruppe. Und auch in dem Sinne zu sehen, wie gut wir es haben, hier in der Schweiz, und uns zu kümmern um Menschen, beispielsweise in Afrika, wo ich weiss von unseren Freunden, dass viele von ihnen jetzt in der Corona-Zeit ernsthaft leiden sind und Angst haben auch vor dem Verhungern.
zu kümmern, zu verstehen, hey, ich sehe über mich raus. Und der Blick weiterführen kann für uns in dieser Situation noch heissen, hey, wenn wir uns jetzt an die Einschränkung halten, wird das bedeuten, dass weniger Menschen am Virus werden sterben. Und der Tag kommt, wo die Einschränkungen aufgehoben werden, wo das Leben weitergeht, wie wir es kennen. Wo wir wieder Menschen werden treffen können. Oder wenn du ein Unternehmer bist, ein selbstständiger Werbender, der herausgefordert ist, Angst hat um seine Firma, auch du wirst eine neue Chance erleben. Jesus hat den Blick für ihn gehabt, den Blick für ihn, der ihm geholfen hat, dran zu bleiben. Und das Letzte, was mir in dieser Geschichte entgegenkommt, was ich sehe, was wir von Jesus hier lernen können, ist, dass dort, wo ihn die Not überwältigt hat, dort, wo die Angst ihn überfallen hat, dort hat er Hilfe bei seinen Freunden gesucht. Er hat es nicht einfach alleine probiert. Er hat nicht alleine stark sein. Der Matthäus erzählt die gleiche Geschichte nämlich auch und beschreibt dort, dass Jesus 3 von seinen engsten Freunden zu sich gerufen hat und ihnen hat gesagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und weisst, die Jünger haben in dieser Situation nicht viel machen. Sie waren offensichtlich überfordert. Es heisst von ihnen sogar, dass sie eingeschlafen sind. Und weisst, in solchen Situationen, wie Not uns übermannt, hilft es manchmal schon nur zu wissen, dass jemand einfach da ist. Der muss gar nicht mal etwas sagen. Oder schon nur zu wissen, dass jemand da ist und mir zulässt. Ich gehört bin. Darum ist die Beziehung, einander anzuleiten, oder Teil von einem Hauskreis in dieser Zeit auch sehr hilfreich. In dieser Gruppe, wo ich bin, tun wir uns jeden Tag eigentlich im Chat unterstützen. Und ich danke allen, die jetzt zuschauen vom Hauskreis. Es ist so ermutigend, von euch jeden Tag wieder so kleine, feine Posts zu bekommen. Aber dann gibt es so Situationen, wo wir ganz konkrete Hilfe von anderen Menschen brauchen können. Wo wir uns an sie wenden müssen. Beispielsweise, wenn du merkst, dass du in dieser Situation zu viel trinkst, zu viel isst oder sonst irgendein destruktives Ventil brauchst, zieh unbedingt einen Freund bei. Frag ihn um Rat. Oder melde dich bei uns auf der Seelsorge- und Gebetshotline, wo du Menschen findest, die mit dir reden und mit dir beten, die das mit dir angehen können. Oder aber, wenn du in dieser Zeit häusliche Gewalt erlebst, etwas, was wir auch in der Presse haben gelesen, dass es zunimmt, dann wende du dich an einen Freund oder eine Freundin. Oder aber an die Fachstelle häusliche Gewalt von der Stadt Bern. Egal, ob du Opfer oder Täter bist. Oder wenn du merkst, dass du dich hängen lässt und dass du immer frustrierter wirst, sag das einem Freund. Bitte ihn um Hilfe. Und auch du wirst da drinnen merken, dass du nicht alleine bist. Und wenn ich die Geschichte von Jesus hier anschaue, sind es die 5 Impulse, die mir von ihm entgegenkommen, die uns allen helfen können, in herausfordernden Situationen wie heute, aber ganz generell. Und darum möchte ich sie nochmal schnell vorlesen. Jesus hat einen hilfreichen Tagesrhythmus gepflegt. Er hat die gesunden Gewohnheiten beibehalten, die er hatte. Er hat sich, als er herausgefordert ist, zuerst bettend an Gott gewendet. Und das hat ihm geholfen, seine Situation anzunehmen, so wie sie war. Und aus dieser Begegnung mit Gott hat er auch Perspektiven bekommen und hat ihm geholfen, vorzuschauen, über die aktuelle Situation hinaus. Und was er übernommen hat er Hilfe bei seinen Freunden gesucht. Er hat es nicht einfach alleine probiert, durchzustehen. Ich bin so dankbar für Geschichten wie die hier aus der Bibel, die uns Impuls geben für unseren Alltag und uns helfen, den Glauben zu leben und für andere Menschen gleichzeitig eine Ermutigung zu sein. Und jetzt zum Abschluss von dieser Predigt möchte ich beten. Und ich möchte beten, dass das passiert, was wir hier bei Jesus gelesen haben. Nämlich, dass du erlebst, wie ein Engel, sagt man, Gott selber dir begegnet und dich stärkt. Und vielleicht brauchst du, wir alle brauchen an unterschiedlichen Orten Stärkung. Vielleicht brauchst du Trost. Vielleicht bist du am Trauern, dass du die Freunde nicht sehen kannst. Oder jetzt, wo du Zeit hast, über Sachen nachzudenken, kommen Sachen auf, wo du in deinem gewohnten Alltag gar nicht Zeit hast, darüber zu trauern. Vielleicht brauchst du Kraft, dir einzugestehen, hey, da gibt es ungesunde Muster, wo ich hinschauen und sie annehmen will. Und ich tue nicht mehr länger so, als wären die nicht da. Vielleicht bist du krank, körperlich angeschlagen und dort, wo du Kraft
Begegnung von oben brauchst, ist, dass Gott dir in deiner Krankheit begegnet. Und vielleicht brauchst du einfach kreative Ideen, sei es mit den Kindern, sei es mit dem Geschäft, wo du eine Begegnung brauchst, wo Gott dir Inspiration mit neuen Impulsen gibt, die weiter schauen über die aktuelle Situation aus. Was auch immer es für dich ist, lass uns einfach einen Moment nehmen, wo wir beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du jedes Einzelne kennst und wirklich gute Pläne hast. Dass es nicht die Frage ist, ob wir Interessen an dir haben, dass du Interessen an uns hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem, der jetzt zuschaust, an dem Ort begegnest, wo er es braucht. Ich bitte dich, dass du mit deiner Gegenwart einfach die Wohnzimmer, die Balkone, die Schlafzimmer füllst, dass du Kraft schenkst, dass du Trost schenkst. Jesus, ich bitte dich Mut für die Menschen, die gespürt haben, hey, da gibt es Sachen, die ich mir eingestehen muss, die ich annehmen muss, dass sie sind, wie sie sind und nicht mehr länger verdrängen. Und ich bitte dich, dass du ihnen noch Hilfe schenkst, dass du ihnen zeigst, an wen sie sich wenden können, wo ihnen in dieser Situation hilft, selber Verantwortung zu übernehmen. Einen Schritt aus dem Muster rauszunehmen. Das Ventil, das destruktiv ist, war schon immer wieder, zu überwinden und das Ganze anzugehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen heilst. In der Vorbereitung hatte ich wieder Gedanken gehabt, dass Gott während dem Livestream jemanden heilt, der Ausschläge hat während der Allergie und dass einfach, wenn du morgen aufwachst, die Ausschläge verschwunden sind. Jesus, ich bitte dich auch, dass du Schlafstörungen behebst und dass Menschen so zur Kraft kommen, indem ihre Nächte wieder ruhig werden. Begegne du jedem Einzelnen dort, wo er ist. Und Jesus, zu guter Letzt bitte ich dich für Ideen, für himmlische Impulse. Sachen, wo sich Leute, die in diesem Gottesdienst dabei sind, noch nie überlegt haben, die ihnen Ideen geben für ihr Geschäft, für ihre Familie sein, für die Schule geben, vielleicht mit den Kindern, wo sie einfach kreative Impulse von dir jetzt bekommen. Danke dir, dass du uns ernst nimmst an dem Ort, wo wir stehen und uns dort begegnest, wo wir sind. Amen. Merci vielmals, Mari, für die Ermutigung. Ich glaube, da haben wir viel zum Mitnehmen in die kommenden Wochen. Das ist ganz genial. Merci auch Steff für den Worship. Hat mich so inspiriert, einfach zu sehen, wenn wir miteinander vor Gott kommen und uns von ihm immer wieder füllen lassen. Wir wollen an dieser Stelle auch Kollekte noch zusammenlegen oder wenigstens ankündigen und auch ermutigen. Ich denke, erstens mal brauchen wir natürlich auch weiterhin für den Betrieb von der Vineyard Unterstützung. Aber was mich sehr bewegt, auch gerade im Blick auf den Lieb von Jesus, dass wir in dieser Zeit, wo wir so viele Herausforderungen haben und auch sehen, dass wahrscheinlich auch bei uns persönlich könnte eine Zeit kommen, wo wir den Gürtel nur enger schnallen. Dass wir einfach Grosszügigkeit beibehalten. Dass wir nicht den Gürtel zuerst bei allen anderen enger schnallen. Ich denke, die Nöte, die werden zunehmen, die werden gigantisch werden. Was wir heute schon hören aus Flüchtlingscamps in Griechenland oder aus Townships in Südafrika, wo Freunde am Arbeiten sind, da ist so unglaublich viel Not. Und ich will da einfach Mut machen, dass ihr euch ganz bewusst vornehmt, Grosszügigkeit beizubehalten und zuerst bei uns selber den Gürtel länger zu schnallen, bevor wir an anderen Orten sparen. Jetzt, ihr habt auf der Folie da mit Twint oder Online-Anleitung, wie ihr geben könnt. Danke viel für deine Grosszügigkeit. Dann habe ich noch ein paar Ankündigungen, die wichtig sind. Das eine ist, dass wir uns vorbereiten auf den Ostergottesdienst. Der hat das Potenzial, unvergesslich zu werden. Und ein Punkt ist, dass wir mit den Kindern und mit der Familie zusammen die Ostergeschichte lesen in dieser Woche vor Ostern. Und im Ostergottesdienst, beziehungsweise im Stream voran, gibt es nachher auch ein Quiz, wo die Familien miteinander daran teilnehmen können. Ich finde das eine ganz geniale Idee.
Und ihr findet den Link auch für den Bibelleseplan auf dem Livestream YouTube. Dort hat es so eine Kommentarfunktion, wo ihr die nötigen Informationen auch findet. Oder ich denke eben Bibeltexte, wo wir lesen, die werden ihr einfach dort alle finden. Denn den Ostergottesdienst wollen wir auch mit dem Abendmahl feiern. Und das kann man auch online machen. Wir haben diese Woche uns online zum Essen getroffen mit Freunden. Das war ganz ein cooler, glatter Abend. Das Abendmahl müsstet ihr aber vorher vorbereiten. Dass ihr vor dem Gottesdienst schaut, dass ihr Brot und Wein oder Traubensaft auch parat habt. Etwas anderes Cooles sind wir am Aufstarten, am Entdecken, was da drin liegt. Und zwar ein virtuelles Kirchenkaffee. Ganz genial, einfach, dass wir uns treffen vor dem Gottesdienst und können unsere verschiedenen Räume, beziehungsweise, du kannst dir das vorstellen, wenn ein Tisch, wo wir uns drum versammeln und zu bestimmten Themen, zum Beispiel Vorschuleltern oder vielleicht auch Silberblitze oder wer immer, kann sich treffen, austauschen über ähnliche Situationen, wo wir drinstehen. Das virtuelle Kirchenkaffee wird die Information dazu, wie das denn genau soll ablaufen, in den nächsten Tagen aufgeschaltet werden. Und dann hast du bereits eine Folie da vorbereitet fürs gemeinsame Betten am 9. April. Das ist etwas, wo die Evangelische Allianz dazu einlädt, mit vielen Organisationen. Wir werden am 9. April am Abend vom 8. bis am 9. einfach so gemeinschaftlich auch beten. Es tut einfach gut. Gemeinsambeten.ch. Gang dort rein und schaut dir das an. Ich glaube, das ist sehr ermutigend und Gebet verändert die Welt. Ja, dann habe ich da noch Lebensmittelgutscheine. Anstelle von Lebensmitteln im Gottesdienst sind Migros- oder Coop-Gutscheine eine einfache und gute Gelegenheit, Menschen in Not zu helfen. Diese Gutscheine können wir wiederum auch weitergeben an Leute, wo wir wissen, dass sie bedürftig sind. Also auch das eine Möglichkeit zum Helfen. Und ich glaube, das ist alles. Stimmt das, Deborah? Können wir den Gottesdienst so schliessen? Selfies noch. Danke, Tom. Ist gut, hat man da so viele Leute. Als Team sind wir da miteinander unterwegs. Hey, die Selfies, da ist die Folie dazu. Ich habe es schon angetönt, Fenster zum Sonntag, würde sich freuen und würde die auch gerne verwenden. Und wie das die Selfies eben sollen genau laufen, da findest du die Information auf der Kommentarspalte von den YouTube Livestreams, wo wir jetzt ja drauf sind. Gut, damit sind wir am Schluss vom Gottesdienst. Toll bist du dabei gewesen und lad andere ein, am nächsten Sonntag wieder auch mit dabei zu sein. Und ich würde gerne einfach beten, euch segnen, euch quasi aussenden in diese Woche. Danke, Jesus, dass nicht nur du uns begegnest, sondern dass wir auch dürfen für andere Menschen so Botschafter sein. Vielleicht da und dort sogar ein Engel sein. Und so danken wir dir, Herr, dass dein Kanal zu uns einfach so riesig weit und offen ist. Und ich will einfach jedes Einzelne, wo jetzt da auch mit dabei war in dem Gottesdienst, segnen für die kommende Woche. Herr, dass einfach jedes Einzelne sich brauchen lassen, deine Stimme hört, dieser Stimme kann nachgehen und kann die Erfahrung machen, dass du mit uns und durch uns dein Reich baust. So seget gesegnet, um ein Segen zu sein in dieser Woche. Tschüss zusammen, auf Wiedersehen. Hey,
Ich habe das große Privileg, in dieser krisengeschüttelten Zeit einen krisensicheren Job zu haben. Ich arbeite auf einer kleinen Demenzabteilung. Diese alten Menschen zeigen mir in ihrer Krankheit immer wieder, worauf es im Leben eigentlich ankommt, nämlich auf Begegnung. Oder wie Martin Buber schon sagte, alles Leben ist Begegnung. Neulich fragte mich eine ältere Dame nach der Schweizer Tagesschau, wer ist denn eigentlich dieser Herr Virus aus Corona? Das ist doch dieser schöne Ort im Tessin. Mit solchen und anderen Geschichten ermutigen mich diese Bewohner immer wieder, dran zu bleiben, jeden Tag aufs Neue weiterzumachen und durchzuhalten.